Schönen guten Abend alle zusammen. Ich heiße euch herzlich willkommen. Schön seid ihr alle hier, auch die, die im Livestream sind. Super steht ihr alle schon und lasst uns unseren Gott anbeten. And I praise when I don't. And I praise cause I know you're still in control. 'Cause my praise is a weapon. It's more than a sound, more than a sound. Oh, my praise is the shout that brings Jericho down. And as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on! Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Come on, praise the Lord. Oh, 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 oh. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Alaba mi reina, alaba Señor, alaba la que la vida venció. Alaba que es bueno, alaba que es Dios, alaba que no hay alaba a Dios mi corazón. Alaba a Dios mi corazón.
alle Schöpfung singt. Heilig, du bist hoch erhöht. Heilig, heilig für immer. Hör das Volk singt. Heilig, dir dem Herrn der Herr. Heilig, denn du bist und bleibst. Heilig, heilig für immer. Oh Jesus, dein Name ist höher, dein Name ist größer und nichts reicht an dich heran. Kein Thron, keine Herrschaft, kein Reich und keine Weltmacht, nein, nichts reicht an dich heran. Dein Name ist höher, dein Name ist größer und nichts reicht an dich heran. Kein Thron, keine Herrschaft, kein Reich und keine Weltmacht, nein, nichts reicht an dich heran. Und der Himmel singt, heilig, alle Schöpfung singt. Heilig, du bist hoch erhöht. Heilig, heilig für immer. Hör das Volk singt. Heilig, die dem Herrn der Herr. Heilig, denn du bist und bleibst. Heilig, heilig für immer. Denn du bist und bleibst. Heilig, heilig für immer. Denn du bist und bleibst. Heilig, heilig für immer. Denn du bist und bleibst. Heilig, heilig für immer. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir heute Abend in deine Nähe kommen dürfen. Und wir wissen noch viel mehr, als wir den Wunsch haben, dir nahe zu sein, hast du den Wunsch, uns nahe zu sein. Du möchtest, wer du bist und was du tust, mit uns teilen heute Abend. Du möchtest uns nahe bei dir selbst haben. Und es ist unser Privileg, dass wir dich kennen dürfen und in deine Gegenwart treten dürfen heute Abend. Danke, dass du hier bist und dass du mit uns ein Gespräch suchst heute Abend. Amen. Ganz herzlich willkommen heute Abend, alle, die hier sind. Herzlich willkommen alle auf dem Livestream. Ich freue mich, mit euch heute Abend diesen Gebetsabend zu verbringen. Ihr dürft euch gerne setzen. Heute Abend, ihr seht es eingeblendet, das Motto ist unter dem Schirm des Höchsten. Ich habe da einen Schirm geklaut in unserer Garderobe. Falls es deiner ist, ich hoffe, es ist okay, dass ich den auslehne. Unter dem Schirm des Höchsten ist das Motto. Wer von euch war schon mal nicht alleine, sondern zu zweit unter einem Schirm? Es bringt ja Vor- und Nachteile mit sich, oder? Vorteil ist, beide werden so halb geschützt. Es ist sehr kuschelig, also wenn du die Person gerne hast nebenan, super. Wenn du jemanden datest, das ist ein guter Move.
Nachteil, vielleicht ist es dir zu nahe und es ist ja schon etwas mühsam. Also Rebecca und ich, die Zeitalter sind vorbei, wo wir zu zweit unter einem Schirm gehen. Der Schirm kommt in der Bibel auch vor. Es gibt eine ganz berühmte Bibelstelle mit einem Schirm. Kennt ihr die? Psalm 91, Vers 1 und 2. Da heißt es, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Also unter dem Schirm des Höchsten sitzen, das ist das Motto, oder? Jetzt, was heißt das für uns? Gott möchte uns unter seinem Schirm haben. Er möchte, dass wir unter seinem Schirm sind. Und ich finde das crazy, oder? Also Gott hat den Wunsch, dass wir unter seinem Schutz sind. Dass wir nahe bei ihm sind. Es ist nicht etwas, das wir krampfhaft versuchen müssen, selbst zu erreichen, sondern er hat diesen Wunsch. So wie Eltern ihre Kinder beschützen möchten, so möchte Gott uns beschützen. Genauso wie ein Verliebter den Geliebten neben sich unter demselben Schirm haben möchte, so möchte Gott uns nahe bei sich haben. Er hat den Wunsch, dass du unter seinem Schirm bist. Und das im Regen, dann, wenn es stürmt, dann, wenn es ein Gewitter gibt. Wenn du den Psalm vielleicht nachher mal durchliest, dann geht es im ganzen Psalm 91 darum, dass Gott in der Not uns seinen Schutz geben möchte. Er hält nicht alles von uns fern, sondern er möchte in der Not, dann, wenn es stürmt, möchte er uns seinen Schutz geben. Jetzt der Schirm. Der Schirm. Es ist für mich ein großes Rätsel, warum Martin Luther das mit Schirm übersetzt hat. Weil, sind wir mal ehrlich, zu der Zeit gab es keine Schirme, oder? Und im Mittelalter, soweit ich weiß, auch nicht. Was meint er mit dem Schirm? Also es geht da nicht um Regen und Trockenbleiben. Um was geht es bei diesem Schirm? Das Wort, das hier verwendet wird im Hebräischen, das heißt eigentlich ganz wörtlich Zuflucht. Es ist der Ort, wo man sich versteckt. Vielleicht war da so ein Zeltvordach gemeint oder eine Höhle, vielleicht eine Hülle, so ein Stofffetzen, mit dem man sich schützen kann. Das ist damit gemeint. Also Gott möchte, dass wir uns bei ihm verstecken. Dass dann, wenn wir Angst haben, wir nicht von ihm wegrennen, sondern zu ihm hin. Dann, wenn wir bedroht sind, wir Zuflucht bei ihm suchen. Und deshalb heißt es im zweiten Teil des Verses, in der Not, da rufen wir zu Gott, dir vertraue ich. Wenn es stürmt in deinem Leben, mit welchen Leuten bist du gerne zusammen und mit welchen nicht? Du bist gerne mit den Leuten, denen du vertraust, die du kennst, bei denen du dich geborgen fühlst. Die Leute, die du aber nicht kennst, die dir auf den Wecker gehen, mit denen bist du nicht gerne. Und Gott möchte für dich so eine Person werden und sein, der du vertraust. Die du so gut kennst, dass du auch in den stürmischen Zeiten sagst, ich gehe zu dir hin. Bei dir bin ich geborgen, dir vertraue ich. Gott möchte uns beschützen. Er möchte seine Hand über uns halten. Das heißt nicht, dass er nichts zulässt, das uns herausfordert, aber er lässt nichts an uns heran, das uns überfordern würde. Eltern halten ja auch nicht alle Dinge fern von ihren Kindern. Aber sie halten alle Dinge fern von ihren Kindern, mit denen das Kind nicht umgehen kann. Und genauso ist Gott mit uns. Er hält die Dinge fern von uns, die uns überfordern würden, mit denen wir nicht zurechtkommen würden. Er möchte uns beschützen. Wahrscheinlich haben wir keine Ahnung, wie oft er seine Hand über unser Leben hält. Ich mag mich an eine Szene erinnern, als ich hier am Schaffhauserplatz vor ein paar Jahren mit den Kopfhörern über den Platz lief und plötzlich Gott zu mir sprach und sagte, Joel, bleib stehen. Und ich dachte so, ja, wow, okay, lief einen Schritt weiter und dann sagte es nochmals, Joel, bleib stehen.
Ich bleibe stehen und in der nächsten Sekunde rast das Tram vor mir vorüber. Und Gott hat seine Hand über mir gehalten und dachte, da muss ich intervenieren. Und so tut das Gott auch bei dir. Und sein Schutz für unser Leben ist dann am besten, wenn wir das tun, was er möchte. Ich habe da ein Bild mitgebracht. Das ist ein Airbag. Ein Airbag im Auto funktioniert dann am besten, wenn du da auf dem Sitz so sitzt, wie du sitzen solltest. Der Airbag funktioniert schlecht, wenn du die Beine hochlagerst. Wir kennen die Videos, wie es dann aussieht. Wenn du verkehrt auf dem Sitz sitzt, wenn du nicht angegurtet bist, dann kommt es nicht gut raus. Und ich glaube, so ähnlich ist das, wenn wir das tun, was Gott von uns möchte, dann haben wir seinen Schutz. Das funktioniert am besten. Wenn wir das nicht so tun, wie es die Bedienungsanleitung sagt, dann erhält immer noch seine Hand über uns, aber dann setzen wir uns selbst einer Gefahr aus, die eigentlich so gar nicht gedacht war. Und Gott möchte ein Zufluchtsort für uns sein, dann, wenn wir Hilfe brauchen. Bei Gott finden wir das, was wir in den Herausforderungen, in der Not am meisten brauchen. Vielleicht brauchst du Vergebung. Bei Gott findest du sie. Vielleicht brauchst du körperlich eine Erfrischung, Hilfe. Geh zu ihm hin. Wenn du krank bist, dann gehst du zum Arzt, weil er dir helfen kann. Wenn du krank bist, geh zu Gott, er kann dir helfen. Vielleicht brauchst du Ruhe und Frieden für deine Seele. Gott kann dir das geben. Vielleicht brauchst du ein unter dem Schirm Gespräch, mal so von Herz zu Herz. Ein geborgenes Gespräch, einfach du und ich. Gott möchte dir heute Abend die Hilfe geben, die du brauchst, unter seinem Schirm. Er möchte so vertraut mit dir heute Abend die nächste halbe Stunde verbringen, dass du auch sagst, dir vertraue ich, bei dir bin ich geborgen, du hilfst mir wirklich. Wir gehen jetzt in eine persönliche Gebetszeit. Ich habe so 1, 2 Empfehlungen für diese Zeit. Lies doch den Psalm 91 mal ganz durch. Und du wirst merken, wie diese Gedanken auch dir helfen. Bete diesen Psalm durch. Lies es laut vor und nutze es als deine Gebetsworte. Sprich ihm dein Vertrauen an. Sag, Gott, dir vertraue ich mehr als alles andere. Danke ihm für seinen Schutz. Das, was du davon schon gesehen hast, das, was du nicht gesehen hast, danke ihm dafür. Komm zu diesem Zufluchtsort und bitte ihn um Hilfe, um Rat, das, was du am meisten brauchst. Und hör auch mal zu bei diesem unter dem Schirm Gespräch. Was möchtest du mir sagen? Was wäre dir wichtig? Lass uns doch aufstehen miteinander. Wir gehen in die Gebetszeit. Ihr kennt es ja, hier beim Kreuz gibt es auch die Möglichkeit, dass man für dich betet, wenn du das möchtest. Da gibt es eine Ministry-Zone, draußen auch ist das Plakat, wo du etwas hinterlassen kannst für andere oder etwas mitnehmen kannst. Vater, wir danken dir, dass du heute Abend uns ganz nahe bei dir haben möchtest. Danke, dass du zu uns reden möchtest, uns helfen möchtest, uns deinen Rat mitgeben möchtest, ein Gespräch mit uns führen möchtest. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir nicht weg von dir laufen, sondern zu dir hin, dass wir zuhören, dass wir die Nähe zulassen. Danke für deine Gegenwart und dass du in dieser Zeit durch deinen Heiligen Geist uns nahe an dein Herz führst. Amen.
Dann kam der Morgen, so
so wie verheißen. Dein toter Körper ist neu erwacht. Mit lauter Stimme hast du verkündet, kein Grab an du, Anspruch mehr auf mich. Dann kam der Morgen, so wie verheißen. Dein toter Körper ist neu erwacht. Mit lauter Stimme hast du verkündet, kein Grab hat nur Anspruch mehr auf mich. Jesus, dein Sieg bleibt ewig Ja, wir möchten gerne gerade in diesem Gebetsflow so bleiben und miteinander beten in kleineren Gruppen. Du kannst dich zusammentun mit den Leuten, die rund um dir herum sitzen oder auch hier nach vorne kommen. Wir möchten insbesondere beten, auch für Schutz für unsere Kinder und Jugendlichen. Es gibt so viele Dinge, die auf sie hereinpassen, wo sie angewiesen sind, auch auf den Schutz Gottes. Wir möchten auch für unsere Ehen, unsere Familien beten, dass Gott seine schützende Hand darüber hält, dass Ehen gefestigt und stark sein können und Familien der Ort sind, den Gott so vorgesehen hat. Und wir beten, dass noch viele, viele Menschen in unserer Stadt, in unserer Region Gott kennenlernen dürfen, den Zufluchtsort unter Gottes Schirm finden können. Und wir beten, dass auch in diesem Jahr viele Leute hierher finden, weil sie genau das suchen, was man bei uns finden kann, nämlich Jesus. Lasst uns doch zusammen so tun, in Gruppen und miteinander beten.
Vater im Himmel, du bist eine sichere Burg, ein Zufluchtsort, bei dem man Hilfe findet. Und wir beten miteinander, dass in diesem Jahr viele, viele Menschen den Weg zu dir finden dürfen bei uns. Hier in unserer Stadt, in unserer Region, wir beten, dass viele, viele Menschen dich kennenlernen dürfen, Jesus, die Botschaft von dir hören. Jesus, sein Name soll bekannt werden in unserem Umfeld, in unserer Nachbarschaft, an unserem Arbeitsort. Menschen sollen dich kennenlernen, weil du bist die Hoffnung dieser Welt. Du bist der Einzige. Und wir möchten, dass dein Name erhöht wird, erhoben wird und bekannt wird in unserer Stadt. Amen. Amen. Vielen Dank, warst du heute Abend dabei. Ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell diese Stunde vergeht. Und lasst uns doch morgen am Samstag zu Hause uns eine Stunde fürs Gebet nehmen. Am Sonntag sind unsere Gottesdienste wie gewohnt und dann am Montagabend wieder um 7 Uhr treffen wir uns zum nächsten Mal für unsere Gebetsstunde. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Tschüss miteinander.